vor allem über ihre langjährige Erfahrung mit Kornelkirschen, also mit Cornus Maas, Dirndlkirschen erzählen und wir sind schon sehr gespannt auf ihren Beitrag. Sie wird jetzt von einer Frau, von Frau Angelika Palme, übersetzt werden. Das heißt, es gibt immer die Möglichkeit, dass Sie das auf Deutsch auch mitverfolgen können. Es wird halt einfach der Beitrag ein bisschen länger durchdauern oder ein bisschen langsamer jetzt vom Inhalt her fortschreiten, weil immer konsekutiv übersetzt wird. Thank you. The most family fantastic mold includes, according to different sources, from 50 to 100 species. Dr. John reports that there are 55 species Janus cornus in the family integrating this. For the systematic due to the extreme polymorphic and medic taxonomies differences in its volume and share related connections. Majority of scientists made linear Janus cornus for number of major species. Die Familie der Cornaceen oder Hartwig-Gewächse ist sehr polymorph. Es gibt, je nachdem, welche botanischen Richtung man angehört wird, werden die 50 bis 100 Arten unterschieden. Und manchmal wird das auch verschieden zugeordnet. Die Gattung Cornus wird für verschiedene natürlich vorkommende Arten verwendet. Dr. Jan Boyankova identified in Janus cornus several distinct genera: Cornus cynopsilon, Svida, Botricarium, Panoriclimenum and Altuba. Diese folgenden auf der Folie sichtbaren Arten werden insgesamt der Gattung Cornus zugeordnet von den beiden, die oben angeführt sind. Subgenus Macrocarpium, which has a fragmented area on the globe, is represented by 4 species: Cornus Maas in Europe, Cornus officinalis China, Japan and Korea, Cornus chinensis China, and Cornus sicilis or Blackfoot cornel, United States America, State California. Dann gibt es eben die Unterart Macrocarpium, die auf der Welt auf den verschiedenen Gegenden vorkommt, in der Cornus Maas in Europa, Cornus officinalis, der japanische Hartrige oder japanische Kornelkirsche in Japan und in China. Dann gibt es noch Chinensis und Sessilis. Das Sessilis ist die amerikanische Art. It is a dendrogram of systematic relationships between subjects with Cornus cornus. This 4 Sicilis, Cornus Maas, and Chinensis. Ganz unten sieht man eben die Arten, die wir jetzt gerade erwähnt haben, die insgesamt in dem Diagramm, wer sich jetzt botanisch interessiert, eben wie sie eingeordnet sind. Vermilion cherry is well known across Europe. In countries such as Austria, Bulgaria, England, Hungary, Moldova, Poland, Slovakia, and Ukraine, this species has been known in the culture for hundreds of years and is widely used as a valuable, edible, medicinal, and ornamental plant. Die Kornelkirsche oder auch österreichisch Dirndl ist in ganz Europa bekannt und wird in Österreich, in Bulgarien, England, Ungarn, Republik Moldau, Polen, Slowakei und in der Ukraine auch gezüchtet und eigentlich in Kultur genommen als Nahrung, als Medizinpflanze und als Zierpflanze. Ist schon lange bekannt, ja. The motherland of this species is near East Asia, the most concentrated biodiversity of food plants. Das Mannigfaltigkeitszentrum von dieser Art, von dem Cornus Maas, ist im östlichen Asien, eigentlich im Zentralasien, Mittlerer Osten gelegen. Schon im abtrocknenden Mixturen, Tees, Konzentrate oder Säfte, getrocknete, wirken gegen Skorbut, weil sie so viel Vitamin C enthalten, sind generell tonisierend, gesundheitsverbessert, astringierend, gegen hohen Blutdruck und entwässernd. Und 10 bis 12 Gramm pro Tag sollen auch für Schwäche
Nervenschwäche, gegen Hepatitis das auch helfen. Also in der Ukraine hat man schon seit vielen Jahren so eine Antiskorbut-Paste hergestellt, die sich dann jahrelang hält und 55 Milligramm Ascorbin, also Vitamin C pro 100 Gramm enthält und dann 2 Jahre lang dieses Auslösestoffe ja, also man sieht die Zusammensetzung, ja, Vitamin C ist drinnen, Zucker, man sieht eher. Anthocyane in der Schale, ist in der Außenhaut, im Fruchtfleisch und organische Säuren. Die Prozentzahlen sind jeweils da angegeben. Ja. Ja, das ist auch alles eigentlich auf Deutsch genauso, außer Potassium ist Kalium auf Deutsch, die anderen Sachen sind im Wesentlichen gleich, Iron, Eisen. Ja. Also im Botanischen Garten in Kiew gibt es jetzt 5 Sorten mit gelber Farbe und ein paar mit rosaner. And Genofond of rare genotypes of Carnosmas in National Botanical Garden is conserved ex situ. Also die werden ex situ im Botanischen Garten in Kiew werden die weiter kultiviert und erhalten, diese Sorten, die aus von woanders aus stammen. Das sind jetzt die gelben, ja. Garitsky, Nirschny, Yamtarnik, and in our research the somatic breeding is used. For example, cultivars with the exoticity are result of somatic variety. Wir verwenden auch die Methode der somatischen Züchtung oder auch somatischen Ausleses wie Bierjock und Exotik. Die sind Resultate von so einem somatischen Veränderungen. Die werden Sie gleich sehen, ja. Also das ist eine somatische Mutation von der ursprünglichen Sorte Yandani und 2005 hat da eine Pflanze gegeben, die zu flecken. Und der heißt jetzt Press. And you cultivar Carnosmas pistoralis, mixed colored leaves, somatic mutation of cultivar semen. Das ist jetzt eine panaschierte somatische Mutation von der Sorte Semen, die Blätter eben panaschiert sind. Yes. Ripening cultivars of Cornell and Cherry are Genopond. It is early cultivars, early middle cultivars, and middle cultivars, and late cultivars. Also bei den verschiedenen Sorten, die wir in unserem Genpool haben, gibt es ganz frühreifende, mittlere, frühmittel und spätreifende Sorten. And too much April. Oh, the next year. Oh, ja, es gibt eine Hybride zwischen Carnosmas und Officinalis. Bei den Officinalis bleiben ja die Früchte hängen und fallen nicht ab. Und diese Hybride ist bis März des folgenden Jahres dann mit den bleiben die Früchte lang hängen. Ja, das ist eine sehr interessante Pflanze, die leider in dem Vortrag ausgelassen werden musste, war ursprünglich